Moin, liebe Lüd. Wir sind hier in der Pederstrood. Wer von euch vielleicht noch das Stück Wie man die vor Tosé kennt? Henry Fahr erzählt immer von seinem Freund, min Freund die Trompeter Peter Pedersen oder Pederstrood. Das hier ist die Pederstrood, die Pederstraße. Und hier ist auch das Komponistenquartier. Da ist zum Beispiel das Museum über Johannes Brahms und andere Hamburger Komponisten. Johannes Brahms ist auch hier um die Ecke geboren. Und Johannes Brahms, das wäre ein Plattdütschen. Der war auch dick befreundet mit Klaus Groth, dem großen plattdeutschen Dichter. Hat auch einige seiner Gedichte vertont, aber nur auf Hochdeutsch. Weil Johannes Brahms hat gesagt, Plattdeutsch ist mir zu nah. Das ist für mich mehr als eine Sprache, das kann ich nicht. So sehr Plattdeutsch hat Johannes Brahms gefühlt, so wichtig war ihm das. Und was hier auch ist, ist die Niederdeutsche Bibliothek. Und da wollen wir uns heute mal umgucken. Kommt mal mit. So, moin noch einmal. Wir sind jetzt hier in der Niederdeutschen Bibliothek und neben mir sitzt Frau Ulrike Möller. Und Frau Ulrike Möller, wollen Sie selber sagen, was ist Ihre Position hier in der Niederdeutschen Bibliothek? Ich habe das Leid von der Bibliothek. Das war mein plattdeutscher Satz zum Anfang. Vielleicht sage ich noch mal einen zum Ende. Jetzt mache ich aber auf Hochdeutsch weiter. Ich bin die Leiterin der Niederdeutschen Bibliothek und bin verantwortlich für alles, was in der Karl-Töpfer-Stiftung mit Plattdeutsch zu tun hat. Und die Bibliothek ist das Herzstück unserer Förderung. Genau, und jetzt haben Sie schon die Karl-Töpfer-Stiftung erwähnt, die Karl-Töpfer-Stiften. Die sind dort achtern am Ende von der Pederstrood. Was macht die Karl-Töpfer-Stiftung, wenn wir schon dabei sind? Die Karl-Töpfer-Stiftung ist ja eine Stiftung mit verschiedenen Förderzwecken, mildtätige Zwecke, Zwecke der Architekturschützung und eben aber auch das Plattdeutsche ist ein Förderzweck. Und wir machen Veranstaltungen im Lichtwagsaal, wir veranstalten die Plattdeutsche Buchmesse, Seniorenklönschnacks und so allerlei. Wie lange gibt es denn diese Niederdeutsche Bibliothek? Ich glaube, dass viele Leute, viel von uns Türkikers, die wissen gar nicht, dass es eine Niederdeutsche Bibliothek gibt. Die haben noch nichts von einer Niederdeutschen Bibliothek gehört in Hamburg. Ist ja eigentlich schade. Wie lange gibt es die? Die gibt es schon ein Vierteljahrhundert. Wir haben im September 25. Jahrestag gefeiert. Und das heißt, ja, sie kommt in die Jahre, die Bibliothek. Und sie hat auch eine Entwicklung natürlich durchgemacht. Sie hat gestartet mit 7000 Büchern aus den Restbeständen des Stifters und einem Geschenk der Quittmann-Vereinigung. Und heute haben wir über 23.000 plattdeutsche Bücher hier. Und jetzt habe ich gerade gesagt, viele Leute kennen das gar nicht, aber es kommen ja bestimmt hoffentlich trotzdem Leute her. Wer kommt denn her? Wie viele Leute kommen hierher? Kommen Schulklassen her? Wer kommt hierher? Ja, es war am Anfang so ein Projekt, eigentlich nur für die Anwohner, die hier in unserer Wohnanlage wohnen. Das hat sich aber schnell erweitert, sodass man sagen kann, Menschen aus allen norddeutschen Bundesländern habe ich hier schon zu Gast gehabt, aber natürlich besonders Hamburger und Menschen aus dem Umland, die sich für Plattdeutsch interessieren. Es sind Menschen, die Lesekrings organisieren und dann immer neuen Stoff brauchen. Es sind aber auch Schulklassen, die etwas über Plattdeutsch lernen wollen oder Grundschulklassen, denen wir hier Bilderbuchkino anbieten. Also zwischen 5 und 95 Jahre alt Menschen habe ich hier schon begrüßt. Was ist denn Bilderbuchkino? Bilderbuchkino ist Kino mit dem Bilderbuch. Also wir haben dann hier ja eine schöne weiße Wand und verdunkeln und machen hier eine Kinoatmosphäre mit unseren schönen roten Stühlen. Und dann haben wir von verschiedenen Bilderbüchern PDFs, die wir durchklicken quasi und dann jemanden einladen, der Native Speaker ist, also anders als ich, und der dann dieses Bilderbuch erzählt oder erzählend zeigt. Klasse. Mensch, kannte ich noch gar nicht. Wie ist denn das? Kann jeder hierher kommen? Wann ist die Bibliothek offen? Ja, Sie können übrigens auch platt ruhig sprechen, wenn Sie möchten. Ich verstehe alles, aber antworte vorerst auf Hochdeutsch. Und ich werde so viel Untertitel schreiben. Ah, okay. Ich
dachte jetzt, Ihre ich schnack ja so und so Leberplatt. Okay. Aber dann sag ich wieder noch mal. Wann habt ihr denn open hier in der Bibliothek? Was sind so die Öffnungszeiten? Normalerweise bin ich mittwochs und donnerstags hier. In diesen Corona-Zeiten allerdings haben wir das beschränkt, weil wir gemerkt haben, es kommen nicht so viele Menschen. Donnerstags zwischen 11 und 16 Uhr kann man mich hier antreffen. Wer nun ein Buch ausleihen möchte und zu dieser Zeit gar nicht kann mir eine Mail schreiben und dann finden wir auch immer einen anderen Termin. Den können wir vielleicht die Mailadresse auch nochmal senden, können wir die innen blenden. Ja, Wo ist die? bibliothek@karltöpferstiftung.de in einem Wort und das ist ganz einfach. Und wo ist das? Kann jeder hier was utleihen oder ist das bloß für bestimmte Leute? Jeder kann kommen und in den Büchern schmökern und wenn er möchte auch fast alle mit nach Hause nehmen. Da wir eine Privatbibliothek sind, ist das ganz komplikationslos bei uns. Ich schreibe auf, wie sie heißen, wo sie wohnen, wie ich sie erreichen kann und welche Bücher sie gerne mitnehmen. Und dann gehen sie mit den Büchern hoffentlich beschwingt nach Hause und wir vereinbaren einen Termin, wann sie mir die Bücher wiederbringen. Und gibt das hier bloß Bölker oder habt ihr auch noch andere Medien? Was gibt das denn für plattdeutsche Medien überhaupt? Bücher sind natürlich die meisten Medien, die wir hier haben. Wir haben aber auch Zeitschriften, plattdeutsche Zeitschriften, wissenschaftliche Zeitschriften oder auch Literaturzeitschriften und CDs, Hörbücher und Musik-CDs. Die sammeln wir nicht systematisch, aber das kommt doch im Laufe der Jahre eine Menge zusammen. Also gerade für Plattdeutsch Lernende habe ich gemerkt, sind diese Hörbücher der Renner, weil man nachsprechen kann, weil man den Tonfall nachahmen kann. Also das wird viel ausgeliehen. Wir haben auch ein paar Filme und Spiele haben wir auch. Da wollte ich auch just sagen, viel Leute fragt uns hier wie Plattdeutsch und auch mir, nämlich jemals, wenn sie Plattdeutsch lernen will. Mensch, was schall ich denn mucken, wo ans muck ich das? Natürlich kannst du den Lehrbuch kaufen oder so ein Kursbuch, aber das ist allein nur auch so ein Beten, das muckt dich so richtig glücklich. Sag ich mal, wenn ihr nur nicht so eine Schulklasse hätt. Aber ich sag immer, du musst hören. Hören. Und unser Theater kickt die Büttenwader auch platt an oder den Rittertränk auch platt und hol die CDs. Und nun weht ihr auch, wo nehme ich die CDs finden könnt, nämlich dann bist wir hier und hier könnt ihr auch gut lehnen. Und dann einfach hören. Hören und mitschnacken. Und dann ist immer mein Tipp, wenn die allein zu Hus sind, dann könnt ihr so mit jo Silben schnacken. Dann sagt ihr, Mensch, woher weg denn nun meine Brillloten? Nur würden wir erstmal in Köpen gehen. Einfach mit jo Silben schnacken und so könnt ihr, ohne dass ihr ein To hört und dass ihr jo auch traut, so ein Beten anfangen und platt schnacken. Ne? Aber erstmal hören und lernen, das ist, glaube ich, immer so ein Logen anfangen. Genau. Das mit dem Selbstsprechen ist tatsächlich auch so ein bisschen meine Übung. Wenn der Ausleihbetrieb ruht, gehe ich in die letzte Ecke unten in der Bibliothek und nehme irgendein Buch und lese laut, weil ich ja auch weiß, es hört mich dann keiner. Und was Sie gesagt haben, es schleifen sich dann bestimmte Formulierungen ein und das, denke ich, ist auch ein guter Tipp. Denn ich glaube, Sie hätten ja nur so viel mit Plattdeutsch zu tun und lese ja wahrscheinlich auch viel. Eigentlich mögt sich ja ein ganz gutes Gefühl und nicht viel von das Drog weten, bloß die Praxis ist dann was anderes. Ne? Genau, es ist so ein bisschen diese Schamschwelle wie beim Fremdsprachenlernen grundsätzlich. Ich verstehe alles, ich lese viel und im heimlichen Keller oder zu Hause spreche ich auch einiges, aber jetzt hier in dieser Situation weiche ich lieber auf das sicherere Hochdeutsch aus. Aber Ihre Tipps, die habe ich auch schon alle beherzigt. Das ist natürlich auch wirklich immer so ein Sorg, dass Plattdeutsch leider nicht in allen Kontexten snackt wird, normalerweise. Und das hält in dem Moment, wo er anfängt und snackt über Politik oder über Sprach, über Wissenschaft, dann wesselt in mehrstens liegt's in Hochdeutsch. Das ist genau, und das ist in dem Sinne auch meine Rolle hier. Ich bin ja eher die Vermittlerin des Netzwerkes Niederdeutsch, wenn ich das mal so sagen darf. Die Menschen, die jetzt gerne Plattdeutsch sprechen, die finden bei mir eventuell Adressen oder Kontaktleute, mit denen sie Plattdeutsch sprechen kann, aber ich sehe mich da mehr so als Verteilerin in diesem Netzwerk und kann hoffentlich vielen Menschen damit helfen. Ja, und sie baut natürlich auch so ein Ort Brüch von Hochdeutsch in Plattdeutsch auch das, ja. Dann würde ich sagen, wir kicken uns einfach mal sehr wunderschöne Bibliothek an und sie wies uns mal, was hier abends so zu kicken und zu finden ist. Das machen wir. Wir sitzen hier oder haben gesessen gerade vor einem wichtigen Regal in der Bibliothek. Hier befinden sich die plattdeutschen Bücher, die seit 2005 mit einem Preis ausgezeichnet worden sind.
Das allgemeine Vorurteil, Plattdeutsch ist platt und die Bücher sind trutschig und gestrig, hält sich auch heute noch. Aber 2005 entstand im Institut für Niederdeutsche Sprache die Idee, dann mach doch mal schöne Bücher. Gib doch mal einen Preis, damit die Leute schöne Bücher machen. Und das haben wir jetzt die letzten 16 Jahre getan. Wir loben diesen Preis aus für besonders schöne plattdeutsche Bücher. Und also es gibt Bücher, die nicht nach Plattdeutsch aussehen oder platt sind. Und ein anderes Regal möchte ich Ihnen noch zeigen. Das ist das Regal, wie da drüber steht, Vaniget. Das muss man sich jetzt hierhin verlängert vorstellen. Wir haben am Ende des Jahres ja eine reiche Ernte an plattdeutschen Büchern. Und Menschen, die dann in die Bibliothek kommen, wollen auch häufig erstmal einen Blick auf die Neuerscheinungen werfen, um zu gucken, was ist so der Trend in diesem Jahr oder was gibt es gar nicht oder kann man eine Entwicklung sehen. Und Corona hat es leider ein bisschen erschwert, aber wir haben hier eine reiche Ernte 2020-21 an neuen Büchern. Jetzt sind wir ja hier im Schatzkästchen der Bibliothek. Das ist der Hauptraum und an den Wänden findet sich Belletristik. Das geht einmal, du hast das Alphabet, von A geht's rum bis Z. Das heißt, wenn ich schon weiß, was ich suche, kann ich zu Kinau, zu Groth, zu Reuter einfach gehen. Wenn ich natürlich mich nur inspirieren lassen will, kann ich mich auch von interessanten Buchrücken verführen lassen, aber das ist sozusagen erstmal der Weg, hier hinzukommen. Wir hatten neulich eine Schulklasse zu Besuch, deshalb hier auch etwas sehr Wichtiges in unserer Bibliothek, die Kinderbücher. Es sind also doch viele Kinderbücher in den letzten Jahren auf Plattdeutsch herausgekommen und die Verlage geben sich Mühe, die eben auch attraktiv zu gestalten. Es gibt Übersetzungen und Eigendichtungen. Und ich habe auch tatsächlich einen festen Ausleihstamm für diese Kinderbücher. Kindergartenbücher zum Teil. Eins meiner Lieblingskinderbücher ist dieses illustriert, sehr schön und geschrieben von Birgit Lemmermann, Wenn de Sünn möds Lorken geit. Das Besondere an den Geschichten von Birgit Lemmermann ist nämlich, dass sie sich nicht vor schwierigen Wörtern drückt. Also sie sagt, ich schreibe für Kinder und schreibe wenig Text, aber ich schreibe jetzt nicht mit einem Wortschatz von 30 Wörtern, sondern ich kann sie ruhig fördern. Die Kinder sind neugierig und freuen sich über interessante Wörter. Und deshalb, also daneben, dass es super schön illustriert ist, sind auch die Geschichten durch ihre schönen Wörter immer wunderbar. So, das ist ein Highlight meiner Kinderbuchliteratur. Ich finde, das ist so und so auch immer so ein Thema wie Plattdeutsch. Wo Licht mag wie das? Ne? Das immer so bang ist, nur in Wort zu brucken, was vielleicht nicht jed ein Glicks versteht und nicht nur sich ob den Kontext verloren kann. Ne? Ja, das ist schade, weil die Sprache dadurch natürlich ihren Reiz verliert. Ja. Und wenn man die Poetik der Sprache zeigen will, muss man auch mal schwierige Wörter benutzen. Und wenn wir einen schönen französischen Chanson hören, verstehen wir auch nicht alles, aber wir sind vielleicht hingerissen vom Klang der Sprache. Und das funktioniert mit Plattdeutsch auch. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, wenn sie einen englischen Song hört, jemand versteht. Das tun sie nicht. Wir können vielleicht hier nochmal unsere Treppe heruntergehen und uns vor das, ich sag's mal, wissenschaftliche Regal stellen. Wir haben tatsächlich auch Literaturwissenschaft über Plattdeutsch. Es machen sich also auch Leute Gedanken über plattdeutsche Romane, Sprachwissenschaft und eben ganz viele Lexika. Das sind alles Lexika, diese beiden Regale. Und man könnte sich ja fragen, warum so viele? Das liegt natürlich darin begründet, Sie haben es oben an der Karte vielleicht gesehen, Plattdeutsch hat ja verschiedene Dialekte und so gibt es eben aus vielen Bereichen Norddeutschlands die Wörterbücher. Und es gibt auch so Trends, dass es mal Schimpfwörterbücher waren mal hoch im Kurs, so man kann so schön schimpfen auf Plattdeutsch. Folge 16. Hatten Sie schon, sehen Sie. Oder es gibt besonders schön gemachte Wortschatzbücher, wie den Hamburger Wortschatz
von Schmachthagen, der eben mit sehr viel Liebe so das Hamburgische hervorhebt mit Bildern und Illustrationen. Das ist auch ein Wörterbuch oder ein Lexikon, kann man dann fast schon sagen. Ein sehr schönes Wörterbuch oder ein Glossar ist dieses illustrierte Glossar. Da werden natürlich nicht 7000 Wörter benutzt oder erklärt, aber einzelne und eben sehr liebevoll illustriert. Und auch so kann man Lust auf Sprache machen, indem man sich so mit einzelnen Wörtern vortastet. Und vielleicht nochmal, da hätten wir wieder uns Thema Dialekten. Allein, das hier ist das hamburgische Wörterbuch, das hamburgische Wörbuch, so zu sagen. Das ist Wort zu finden, hier könnt ihr das insehen. Hier ist das schleswig-holsteinische Wörbuch. Und da Borven habe ich sehen, ist das niedersassische Wörbuch. Nicht? Da Borven sind noch zwei davon. Da könnt ihr mal sehen, wo groß wirklich diese Unterschiede zwischen den Dialekten sind und wo groß auch der Wortschatz, muss ich wirklich mal auf Hochdeutsch sagen, von so einem Dialekt als zum Beispiel der Hamburger Platt ist. Und an so ein Wörbuch habt ihr Leute ja Teinten Arbeit. Ich weiß nicht mehr, wann ihr so angefangen sind mit dem Wörbuch. Um 1900, Agathe Lasch, so. Glaube ich, also das ist ein Mammutprojekt gewesen. Also das hätte mehr als 100 Jahre gedauert, wenn das hier fertig wäre. Eine schöne Geschichte zum Hamburger Wörterbuch ist, dass sich die Macher des Wörterbuches schließlich gedacht haben, ohne die Hamburger, die uns viele Wörter zugesendet und zugeschickt haben, hätten wir dieses Wörterbuchprojekt nie machen können. Aber es wird sich nicht jeder dieses große Wörterbuch kaufen können. Was machen wir? Wir schenken den Hamburgern, die uns geholfen haben, ein kleines hamburgisches Wörterbuch. Und so haben die letzten Redakteure tatsächlich ein Exerpt aus diesem großen Wörterbuch gemacht. Und dieses kann man dann, denke ich, auch, kann jeder sich in das Regal stellen, der Hamburger Platt schätzt. Lassen Sie uns hier nochmal weiter wandern. Man kommt ja bei Plattdeutsch auch nicht ohne die Klassiker aus. Und wir stehen jetzt hier vor dem großen Klassiker Fritz Reuter. 2 Regallängen voll Fritz Reuter. Das ist wirklich erstaunlich und man sieht schon an der Verschiedenartigkeit der Buchrücken, dass seine Rezeption verschiedene Zeitepochen durchgemacht hat. Es ist ja Wahnsinn, dass er auch in München gedruckt wurde, wo nun Plattdeutsch nicht so gesprochen wird. Das war Bildungsgut. Früher. 1920 hatte man Fritz Reuter im Regal zu haben. Und die schönen Jugendstilausgaben stehen dann neben einer sehr modernen DDR-Ausgabe, diese bunte. Das ist die Ausgabe aus der ehemaligen DDR. Da war er eben als moderner Autor mit seiner sozialkritischen Ader gefeiert. Das sieht man ja schon an der Farbgebung, während zu anderen Jahrzehnten andere Aspekte im Vordergrund standen. Neben so einem Klassiker, um die Ecke quasi, steht dann aber Rainer Prüß. Ein moderner plattdeutscher Autor, der auch Architekt und Designer ist. Und das sieht man seinen Büchern auch an. Sie sind reduziert in der Aufmachung und zeigen auch, dass Plattdeutsch ohne Gummistiefel und Fischerhemd daherkommen kann. Nicht muss, aber kann. Und dies ist ein Buch über die Liebe, die Liefde. Und was mich an diesem Buch besonders berührt hat, ist nicht nur die schöne Aufmachung. Er sagt extra, es sind keine Gedichte, er ist kein Dichter, es sind nur Riemels aus dem Alltag. Also stapelt tief etwas, aber diese Gedichte zeichnen sich dadurch aus, dass sie alle Aspekte auch der Liebe behandeln. Also der Zwölfjährige, der ganz verliebt auf den Haarschopf des vor ihm sitzenden Mädchens in der Schule guckt, bis zum alten Ehepaar, das sich im Rollstuhl nebeneinander im Park trifft. Und das sind auch ganz schöne Riemels, die zeigen, dass Plattdeutsch durchaus auch Gegenwartsthemen behandeln kann. Genau, da seht wir auch wieder, Plattdeutsch ist auch Döntjes und lustige Schimpfe und Riemels und eins, man eben auch Fritz Reuter und Klaus Groth. Man das gibt ja nicht bloß große plattdeutsche Literaten in der Verliebentheit, ne? Wir haben auch moderne Schriftsteller. Ja, wie wir eben, ich zeigte Ihnen Prüß, ich kann Ihnen auch Jürgen Kropp, ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt, ich weiß nicht, ob der sogar auch Theaterstücke geschrieben hat. Jürgen Kropp ist ein Dichter aus Rendsburg und wir stehen vor K.
Und ja, da oben steht er. Der gewinnt eigentlich alles, was man gewinnen kann in Norddeutschland an Preisen. Sobald er Kurzgeschichten einschickt, gewinnt er und er profitiert von den anonymen Einsendungen, weil man dann denkt, dem kann man wieder was geben. Der schreibt eben auch dunkle Prosa, sag ich mal. Also auch, es geht um Verbrechen und Tod und Sehnsüchte. Das ist moderne plattdeutsche Prosa. Bei der Renovierung dieser Bibliotheksräume durfte ich mir für mein Büro einen Schnack für meine Rückwand ausdenken. Und da ich ein absoluter Lyrik-Fan bin, habe ich mich für eine Gedichtzeile von Waltraud Brun entschieden. Reinweg in Duldröm, wie all die schönen Dingen in Gardens. Deb geite Arte. Und so bin ich mitten in Hamburg, immer wieder auch in meinem Garten und freue mich über diesen sehr schönen Arbeitsplatz. So, das wird auch wieder mit der 21. Folge von Platt to go, unseres für die Plattschule. Wir bedanken uns, dass wir hier wen dürfen. Und ja, dahin schickt uns wieder Fragen und Fundstücken. Tschüssing und gut fruchtig. Tschüss.